Neue Abenteuer warten uns hier bei Pioneers of Pagonia mit neuem Content und einem neuen GUI. Also, das heißt neu, sagen wir eine überarbeitete GUI, gerade hier beim Hauptmenü, beziehungsweise bei der Option, ein neues Spiel zu starten. Damit willkommen zurück, Freunde, zu diesem Let's Play. Pioneers of Pagonia ist momentan in Version 0.4, beziehungsweise sogar 0.41 im Early Access, also nicht irgendwie in der Open Beta oder so, sondern wirklich Early Access und Early vor allem, genau. Early Access. Und ich muss gerade zuerst aufscreen ganz kurz gucken, weil das Interface jetzt oder hier die Karten ein bisschen neu sind, was ich jetzt irgendwie, naja, auch ein bisschen schon gemacht habe, was ich verpasst habe, was Referenz zu früher war. Denn wir hatten ursprünglich eigentlich mal noch so eine andere Karte noch, quasi eine Art Startkarte, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Ich habe keine Ahnung warum, vielleicht war die einfach zu einfach, war irgendwie nichts los oder so. Das kann natürlich auch sein. Generell haben wir hier aber natürlich die Einstellerkarte, die wir auch schon bereits gemacht haben, noch in der Version 0.3 mit freundlicher Welt und trügerischer Küste. Von dem her, da ist nichts Neues. Und zuletzt haben wir noch die hier gemacht, das Hinterland. Ne? Also eigentlich im Verlauf von diesem Let's Play haben wir schon 4 Karten gemacht. Wobei diese 4 Karten jetzt einfach noch 3 Stück hier verfügbar sind. Eben die erste war halt irgendwie eine Einsteiger, keine Ahnung, Einsteigerkarte 0.1 und das hier ist Einsteigerkarten 1.0 oder so. Irgendwie so in der Art. Und ja, jetzt natürlich auch die Frage, was ist neu im Vergleich zu vorher? Also bereits erwähnt, Hinterland haben wir gemacht, dann war eigentlich in der letzten Version eine verborgene Gefahren und gefährliche Hügel. Das heißt, die beiden Karten sind auch neu. Das ist sehr interessant, vor allem auch deswegen, weil hier geht es bereits irgendwie um Schmieden und Zauberei und so. Und es gibt hier noch so ein Code-Update, was noch kommen soll, wo ich mir denke, naja, wäre schön, wenn es früher käme als später, aber naja, das hat da irgendwie auch ein bisschen mit Zauberei und so zu tun, war. Aber dazu gleich mehr. Also, gehen wir natürlich weiter in der Reihenfolge durch. Wir wollten sowieso hier verborgene Gefahren machen. Erober die Karten, indem du alle Feinde besiegst. Aber pass auf, nicht alle von ihnen sind, was du erwartest. Kennen wir. Achso, der Ansteigeraufgaben. Ja, die kann man auch deaktivieren, klar, aber ich lasse jetzt mal noch drin. Gut. Was haben wir für Aufgabenbedingungen? Wie sieht's aus? Mit allen Fraktionen anfreunden? Okay. Bei Fraktionen. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Ne? Also die Icons sind auch ein bisschen überarbeitet. Ja, sonst generell soll hier oben auch ein bisschen was Neues sein. Ne? Betrifft aber vor allem hier oben. Genau, Bauwesen. Ne? Sieht alles ein bisschen anders aus. Ein bisschen detaillierter vor allem. Obdachlose, ist auch schön. Die Bevölkerung insgesamt. Die Insel selbst, entdeckt, eingenommen. Okay. Und es gibt auch neue Gebäude. Ne? Ich glaube, damit fangen wir schon relativ früh mal an. Oder wird sie bereits erwähnt? Steinmetze, Sägewerk, Steinbau, Holzfällerhütte. Lagerposten, okay, jetzt hier gerade noch. Wir kommen dazu noch, Freunde, gar keine Sorge, wenn wir nicht zu viel vorne wegnehmen. So, die Wege, ne? Wie gewohnt, bauen wir die so. Da ist noch nichts geändert. So. Mach extra schon mal hier noch einen Weg. Für später oder für gleich, je nachdem. Gehe auch schon mal dahin, da haben wir noch ein paar Steine, okay. Da wir müssen alles verbinden miteinander, ne? So, und hier rüber gehen auch mal. Gut. Also, wie gewohnt, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Erkunden, expandieren. Wir brauchen Entdeckerposten, wir brauchen Wachtürme. Entdeckerposten, denke ich mal, wie gehabt, dürfte einer vorerst mal erreichen. Planierer auf dem Weg, okay. Dann ausbauen. Wachturm hier. Mit Grenzstein also weiter. Ja, bitteschön. Und hier genauso. Dann setze ich hier schon mal den Punkt. Sonst erweitern, ja, Fokuspunkt setzen auf, ich gehe jetzt mal, allzu weit können wir hier eh nicht. Ja, bis hier hin. Und hier gehe ich mal hier rüber. Sind auch schon auf dem Weg hier, wunderbar. Baustellenträger, wunderprächtig. Was auch hier neu ist, offenbar, ist der Zoom-Faktor. Also näher ran als so können wir nicht, das war auch schon vorher so, aber
Ich kann weiter raus. Ja, ist definitiv ein bisschen weiter. Schön. Oh, ich habe das Gefühl, ich kann auch näher ran, oder täuscht das jetzt? Okay. Es hieß eigentlich, es wäre... Die Boote hier. Es hieß eigentlich, es wäre nur der Zoom-Faktor nach außen. Also dass der hier neu ist, dass man weiter rauszoomen kann. Näher rein eher weniger. Aber ja, vielleicht täuscht mich auch. Gut. Dann mit den Tieren ist wie gehabt, das hat sich auch nicht geändert. Dass wir halt Informationen wirklich haben, was überhaupt für ein Tier ist. Vor allem deswegen natürlich wichtig, weil ich meine, klar, kannst jetzt ein Wildschwein von einem Hase unterscheiden, aber es könnte ja auch eine Art Subkultur davon geben, ne? So, was will da noch alles von uns, ne? Das ist das Gewohnte. Angst vor Wildschwein oder was? So, was haben wir ja? Nadelholzstämme haben wir, Laubholz haben wir gar keinen, das ist schon nicht schön. So, lass ein bisschen Fällen gehen, wa? Also, das wird auch klar. Dann ein Sägewerk. Jo. Müssen vielleicht schon überlegen, wo ich was hin platzieren möchte, wenn ich ständig was verändern muss. Ja, komm. Ja, Sägewerk. Wundelball. Ein Teil haben die ganze Gebäude auch irgendwie neues Icon, ich weiß nicht. Gibt es hier ein neues Icon zum Teil? Bin ein bisschen unsicher. Aber könnte durchaus möglich sein. Ich habe jetzt die Patch Notes nicht komplett durchgeguckt. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie auch neue Karten hinzufügen. Ne? Also nicht nur irgendwie sagen, ja, neues Update, ein paar Bugs gefixt oder irgendwie auch, wir fügen jetzt das und hier ein neues Gebäude hinzu. Und auch noch ein paar andere Dinge. Das Militär. Verschwinde, Mann, das gehört uns. Okay. Ich gehe jetzt mal meiner Zeit ein bisschen voraus und hole mir schon mal. Ja, das habe ich leider schon gezeigt, ne? Freunde, seht her, es gibt Fischerhütten. Yes, Mann, wir können endlich angeln. Sammelt Forelle und Hering. Fischerleute fischen Fische in Seen und Ozeanen. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Ja. Haben wir früher gehasst, ey. So, Fischerhütte, in Seen, Ozean. Ich glaube sogar, es war so, dass man sagt, ich glaube Forelle ist für den Ozean. Also die Fische, die man aus dem Ozean holt. Und Heringe, die aus dem See, war. Natürlich hier, Ozean ist klar, aber da kann natürlich auch irgendwie Gebiete hier haben. Sogar hier oben können einer sein. Ein kleiner See und da können jetzt halt auch Fische drin sein. Ne? Gucken wir uns gleich mal an. Erst einmal muss ich jetzt mal um die Jagdhütte kümmern, beziehungsweise hier um die Viecher hier. Wo bauen die ganzen Gebäude? Gut, bis das Ding hier alles weg ist, dauert es eh. Kann ich direkt mal hinbauen. Dann geht's auf die Jagd. So, hier ist Personal unterwegs. Sehr gut. Ah ja, ich muss sagen, es war immer sehr wieder so hier wieder ein bisschen bei POP, also sprich bei einem Spagonia zocken kann. Auch eben wenn es Early Access ist und man sich dann sagt, hey ja, warte aufs nächste Update, weil dies und jenes dazukommen soll und so. Aber ja, ich finde schon, das ist so ein Spiel, da macht es zum einen Sinn und ich mache es so eigentlich auch gerne tatsächlich. Nicht irgendwie sagen, ja, jetzt kommt jeden Tag oder halt jede Woche, da muss eine Folge kommen, sondern ich zocke auf mal so lange, wie ich gerade irgendwie Bock drauf habe und ich sage, jetzt warte ich mal wieder 1-2 Wochen. Sei es für ein nächstes Update oder weil ich sonst gerade zu viel zu tun habe oder so ein anderes Spiel gerade zocken will. Dann macht das doch Sinn und man hat natürlich auch wesentlich mehr Spaß daran, wa? So, was ist mit dir los? Wache? Auf Patrouille, hä? Er hat den Fokuspunkt gesetzt, nicht die Patrouille.
Aber keine Grenzsteine gerade momentan. Ah ja, ich glaube, es liegt daran, wa? Nee, das sind die Rationen. Hä? 120 Grenzsteine. Wobei reserviert 13. Moment. Ganz kurz mal gucken. Ah, okay, jetzt, okay, gut. Da haben die Grenzsteine gefehlt. Alles klar. Mein Fehler, ich war zu ungeduldig. Gut, dann die natürlich wieder aktivieren, weil ich will das Gebiet erweitern, ne? Das soll schon so sein. Der Entdeckerposten geht natürlich auf Entdeckung, was soll er sonst machen? Ich bin sehr auf die Gefahren und so gespannt, wie es hier geben soll. Bevölkerung, baue 3 Wohnhäuser, kleine Wohnhäuser, Jagdhütte, Sammlerhütte. Oh, Sammlerhütte ganz vergessen. Aus Eiswachmann entdeckt, okay. Ja. Die Jagdhütte. Und die ganzen Wildschweine und so, ne? Da kommt sich einiges zusammen. Aber zusammenkommen. Habe ich immer noch Zoom-Faktor 1 und 5. Ah, okay. Hätte es eigentlich was anderes gibt mittlerweile. Silberpokémon entdeckt. Okay. Proviantmacher. Ja, was steht da? Baue einen Proviantmacher, um Fleisch zu räuchern und haltbare Rationen für Entdecker herzustellen. Okay, das mit dem Räuchern habe ich noch nie gelesen. Das kam noch nie. Könnte eigentlich auch sein. Nee. Hä? Ja, eben. Manchmal bin ich schon ein bisschen doof, ne? Also irgendwie Gebäude irgendwo da suchen, wo sie gar nicht sein können. Sein könnten, besser gesagt. Ah, der Proviantmacher, wo stelle ich den hin? Was kam? Das war ein Fokuspoint hier unten, ich baue den Platz hier. Natürlich auch mal noch einen zweiten erstmal bauen kann. Ich kann ihn dann immer noch irgendwo anders hinsetzen. Ein Gildenhaus, ein Gildohaus. In der Regel bin ich ja jemand, der gerne, warte mal, auch so Wohnhäuser und so hier unten hat. Jetzt haben wir das Sägewerk hier oben. Ist es clever? Ja, nein, vielleicht. Ne? Kann man sich darüber streiten. Gildenhaus. Dem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Ja, gut, wenn das Ganze vielleicht sogar mir andenkt, dass ich hier drüben mache. Das Sägewerk immer noch anders hin platziere, ja, aber trotzdem. Das war schon relativ groß, müssen wir eigentlich ja hier drin bauen. Ist es klug, wenn da sowieso nachher Leute irgendwie durchmarschieren? Weil natürlich auch da durchlaufen müssen, ne? Geht ja gar nicht anders. Okay, da runter kann ich aber auch. Ich glaube sogar nachher mal eine Fischerhütte baue ich irgendwo hier unten. Ich glaube, das finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Hierdurch ist noch ein bisschen schwierig, aber natürlich hier viele Steine, die man abbauen kann. Das macht Spaß. Hier haben wir einen See, wunderbar. Und hier natürlich auch, also können wir hier auch schön fischen. Oh, das ist ganz schön. Das war also der Ozean? Krass. Ja, etwas, was mir persönlich im Spiel noch fehlt, sind Dinge. Kann ich gerade sagen. Brücken.
Brücken zu bauen. Das wäre so etwas, was ich persönlich gerne noch hätte. Weil ich mir auch denke, hey, das ist doch eigentlich noch wichtig, sowas zu haben. Naja, wir werden sehen. Ob das vielleicht irgendwann mal noch kommt. So, warte mal, hier ein Gildenhaus bauen. Alles ausbauen natürlich auch noch. Aber ist der Platz hier gut oder mache ich da was anderes? Eigentlich wären hier so Lagerstände oder so eigentlich besser geeignet, ne? Jetzt los. Lagerstände, ja, man sieht es hier schon. Ne? Es gibt nicht nur ein kleines Lager, es gibt auch Lagerhäuser. Lagert überschüssige Waren ein, sobald Warenausgangslager voll sind und lagert individuell ausgewählte Warentypen. Hat Platz für je 64 Stück von bis zu 8 verschiedenen Warentypen. Das ist natürlich schon eine Briefmarke, muss man zugeben. Zum Beispiel sagen, ich habe hier eins und jetzt hier zum Beispiel eins. Dann sage ich zum Beispiel nicht Bau abbrechen, vom Bau deaktivieren. Baumaterialien, Bergbau, Werkzeuglager, Abenteuerlager. Baumateriallager, Steine, Werkstein, Seile, Nadelholz, Nadelholzbalken, Nadelholzstamm. Bergbau, da ist klar. Werkzeuglager. Junge. Noch eher weniger. Das könnte noch etwas sein. Vor allem soll es eben auch eine kriegerische Map sein. Warte mal, dann sage ich, okay, Baumaterialien hier. Bei dem mache ich dann Bergbaulager. Deaktiviere die alle mal, auch wegen den Stoffen, weil sonst aber plötzlich keine mehr, da wäre ein bisschen doof. Werkzeug, ja, wie gesagt, Werkzeuglager brauche ich glaube eher weniger. Und die schon mal so, ne? Ich finde so 4 Lager hier, kann man durchaus machen. Sogar noch eins hier, würde auch noch hinpassen. Gut, natürlich auch kein Platz mehr für andere Gebäude, ne? Aber ist halt so. Das Sägewerk, was mich deswegen hier ein bisschen verwundert, ist die Produkte. Ich kriege hier die fertigen Laubholzbretter. Die lagere ich hier zum Beispiel jetzt nicht ein. Und ich hätte es mir eher gesagt, hey, was? Priorität. Also eher gesagt von wegen Nadelholz, lieber schon das Endprodukt. Achso, aber hier, Nadelholzbalken. Aber hier nicht. Hä? Okay, schräg. Warte mal. Dinge zu priorisieren, lange Gebäude geliefert. Die Prioritäten setzen, warum denn das? Okay, mehrere auf einmal aktivieren, das macht Sinn. Okay, noch ein bisschen seltsam. Wobei bin ich ja auch, also insofern. Okay, passt der doch nicht mehr ganz so genau, so wie ich es ihn gerne gehabt hätte. Bauen wir mal das Gildenhaus hier. Das Guild wird auch Liebhaus. Ein Sägewerk. Bauen wir jetzt mal schräg hin. So Leute, was ihr hier treibt, ist zwar irgendwie schön und gut, aber wenn es geht, dann doch erstmal wieder ein bisschen nach oben hier. Ne? Damit die hier wegkommen und an die Steine und so überhaupt rankommen. Wäre sonst ein bisschen doof. So, entdeckte Insel. Bis wohin haben wir heute geschickt? Noch gar nirgends. Eventuell eine Option. Aber eben, soll eine gefährliche Map sein. Soll irgendwie auch Geistern, haben wir irgendwie gesehen, soll es geben. Also bin schon mal sehr gespannt darauf. Der Zoom-Faktor ist mal geil, hey. Das liebe ich. So. Also, das Lager wird gebaut. Kann auch schon mal was fürs Thumbnail.
Haben wir hier nachher mal die Fischerhütten hier, drin. Das werden wir zusammen für die nächste Folge bereits. Wachturm nimmt Land ein. Ja, Land ausnehmen wäre auch schwierig. Und man muss natürlich auch zugeben, ne, so ein großes Lagerhaus braucht wesentlich mehr Material als so ein kleines. Man sieht jetzt zum Beispiel auch, dass auch hier von diesen Typen hier, hallo, diesen Lagerhaustypen, ist ja eigentlich auch nicht für Esswaren und so gedacht, ne? Also hatten wir doch gerade in der letzten Folge, dass zum Beispiel irgendwie auch mal aus Versehen Nahrungsmittel im Lager gelagert habe, statt in Marktständen. Und ich frage mich, ob das hier überhaupt noch möglich ist. Das ist das Abenteuerlager, ne? Kann ich hier? Doch, kann ich, okay. Also es wird gehen, ist aber natürlich eigentlich nicht gedacht. Obwohl ich es so auch kann. Hm. Leer. Magische Klinge, Silberdegen, Silberdegen. Sagen wir Silberdegen, das macht ja Sinn. Ja, das ist noch das andere, wa? Diese magischen Dinger bauen, da hatten wir schon mal das Diskussionsthema. Das Ganze machen wir eigentlich in den Schmieden, ne? Gerade in der Kunstschmiede. Du brauchst dafür aber, wie es ja so schön steht, Smaragde und Rubine. Und die sollen gemäß der einen Roadmap, die war zwar noch 2023 aktuell, aber trotzdem, hieß es von wegen, ja, im zweiten Content-Update im Verlauf vom Jahr 2024 soll das kommen, dass man Smaragde und Rubine abbauen kann. Und abbauen heißt in dem Sinne, irgendwie so mit Untertagebau. Und das ist so ein Content-Update, worauf ich mich eigentlich sehr freue. Aber ich glaube noch nicht so sicher ist, ob das wirklich demnächst kommen wird. Denn angeblich sollen die Entwickler momentan darauf auf den Coop-Modus konzentrieren und den vorziehen. Das ist einfach mal so, wurde mal erwähnt, dass es mal so wäre. Ob es wirklich auch so weit kommt, dass sie, wenn es so weit ist, hui, was ist denn hier? Ach du Scheiße, das war schon ein Anno-Charakter hier mit Verbrauch pro Minute, Wirtschaft, Handel, Verlust, ne? Ganz schöne Diagramme, die er. Ja, okay, doch hat ein bisschen Anno-Charakter, gefällt mir aber. Es will sich zu überladen wie bei Anno. Und noch nicht, vielleicht kommt es mal noch. Gut, Freunde, gut. Gut gequatscht, wir gucken jetzt mal. Das Lager ist fertig. Du auch schon bereits gegen das Lager wurde entdeckt. Wo? Was? Okay, das sind aber noch Banditen. Die kennen wir auch schon, das ist noch nicht so verkehrt. Ich schicke euch aber trotzdem lieber erstmal in die Richtung. Weil ich keinen Bock auf die Banditen habe. Die Entdecker, ja, geht doch lieber erst einmal in die Richtung noch. Banditos, Muchachos, mit Wachturm. Ich käme noch dahin, ne, um das Banditenlager auszunehmen. Aber nicht so, aber auch hier oben lieber mal noch so Militärcamp-mäßig. Ja, seht ihr, die kommen dann immer schon. Und das schon wieder Militärakademie? Nee, war nicht die Akademie selber. Wo die eigentlich auch gut passen würde. Das war eine Garnison, genau, oder Militärcamp. Nee, war schon die Garnison. Die Garnison ist im Prinzip sowas wie hier, der Turm hier, nur in 2.0 und auch ein bisschen größer. Deswegen die Frage, ob ich da überhaupt im richtigen Ort bin. Na komm. Setzen wir mal dahin. Militärcamp wäre aber auch nicht so verkehrt tatsächlich. Und hier ist nur das Gildenhaus, ne? Also ein paar Bauarbeiter. Ja, unsere aber eher so irgendwo in Richtung Ausbau, ne? Momentan ist noch nicht so viel los in der Hinsicht. Noch leichte Platzprobleme sind vorhanden.
Nadelholzbalken, ja, da sind sie gerade dabei, wa? Mit Stoffen auch, gut, ist was. Sammlerhütte hier ist bereits wieder voll, was? Warum ist das voll? Keine Steinpilz, keine Himbeeren, da ist noch praktisch gar nichts. Aber gar nichts, der Proviantmacher fehlt mir noch. Proviantmacher, habe ich ganz vergessen. Wann war das schon wieder? Kann ja mal so einfach mehr zu sein. So, die Jagdhütte. Oh, ich sehe auch schon, was das Problem bei der Holzfällerhütte ist. Okay, noch ein Dorf da oben. Hier ist alles noch irgendwie ein bisschen doof mit Mainsäumen und so. Ne? Leute, da müssen noch ein bisschen was machen. Grenzsteine? Keine Grenzsteine mehr. Oh, Scheibenkleister. Ja, das lief jetzt nicht ganz so toll. Wohl ein bisschen verkalkuliert, war. Okay, der Wartung kann nachher sowieso woanders hin. Hätten wir überhaupt schon ein paar Steine hier? Ja, habe ich. Gut, dann machen wir ganz kurz in der Folge noch. Steinbruch. Wir brauchen Steine. Steine braucht die Welt. Hier oben hinbauen, der irgendwie auch ein bisschen schräg. Weil ich hier oben ja sowieso verdammt viele Dinge hätte, ne? Kupfer, Kohle, Silbererz, Junge, jetzt ja alles. Okay, aber das gefällt mir schon mal. Was schlägt er mir überhaupt vor? Steinbruch und 2 Steinmetzen, ne? Immer derselbe Quatsch. Jetzt kriege ich hier 2 hin. Nein! Immer dieselben Anfangsschwierigkeiten. Wie baue ich wo, was hin und so. Scheißegal welches Spiel, ich hab's immer, das Problem. So, komm. Ja, ich baue direkt 2 hin, scheiß drauf. Steinbruch. Gut, die sollen noch keine Kalksteine erbauen, weil noch nicht nötig. So, ich mache trotzdem natürlich direkt mal 2 Steinmetze hin. Die kann ich hier oben aber nicht bauen, das ist aber kein Problem. Kann ich unten ja machen. Was hier überhaupt geht, ist ein anderes Thema. Das Ding kommt sowieso nachher wieder weg. Und hier im Gildenhaus fehlen Werksteine. Das ist auch nicht schön. Gut, erstmal die Dinger bauen, dann packen wir das schon. Steine. Nadelholzstämme haben wir genug. Ja. Das Sägewerk wäre nicht so verkehrt tatsächlich. Wildschwein! Tja. Natürlich ein Problem, weil ich hier schon überall ausgebaut habe, aber da noch nicht Baumaterial fehlt. Ja, keine Werksteine. Ist alles gar nicht so geil.
Aber immerhin habe ich hier ein Lager, ne? Das ist schön. Ich kann natürlich auch fragen, was bringt es, wenn ich hier ein Lagerhaus baue statt auf dem Schiff? Also es ist ja... Es würde sich vor allem lohnen, wenn ich irgendwo hier oben zum Beispiel ein Lagerhaus hätte, ne? Weil hier unten eben ist der Weg zum Schiff jetzt nicht so weit weg. Also hätte man sich sagen können, ey, hier unten wäre der ein bisschen doof platziert. Theoretisch, praktisch, günstig, gut, ich weiß es nicht. Aber ja gut, das sind ja so Themen. Kleines Wohnhaus, okay. Bis dahin gehen die gerade, ne? Entdeckte Insel. Das sind auch große Entdecker. Wie sieht denn sonst aus? Ja, mit den Rationen hier. Proviant machen. Herstellung ist im Gange. Okay. Also das Brot, Wildschweinfleisch. Von mir aus kann auch hier das noch mitnehmen. Aus Forelle. Okay, Forelle und Hering. Aus allem Feuer Proviant machen. Gar kein Thema. Jetzt können die Steinbrüche bauen schon mal etwas. Jo, Freunde, muss man sagen, neue Karte, neue Abenteuer, neuer Content-Update, ne? Bin sehr gespannt darauf, wie wir hier noch weiterfahren werden, auch mit den ganzen Statistiken und so, ob wir da wieder ins Positive kommen. Denke schon, aber generell, ja, überall im Prinzip. Fast überall. Grenzsteine, eher schwierig, aber auch das werden wir schaffen. Natürlich auch die Aufgaben zu erfüllen und eben, wir könnten schon mal darauf gespannt sein, was für Gegner wir erleben werden. Ne? Sind es wirklich nur Banditen oder kommen noch ganz andere, vielleicht sogar unheimlichere Gegner? Ne? Und wie werden wir hier vor allem expandieren? Nach mit dem Lagern und so. Und vor allem mit den Fischen. Nicht zu vergessen die Fische. Die guten alten Fische. Moment, mal ganz kurz hier. Großes Lager. Was längst überfällig war. Aber sieht... Naja, sagen wir so, es sieht zweckmäßig aus. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Quadratisch praktisch gut. Quadratisch? Mal bis 8,8 sein, ne? Bis 8 mal 8 Felder. Na egal. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.